Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Spiel, nach dem Champions League Achtelfinalspiel bei Lazio Rom, was wir verloren haben. Ja, ich habe ja schon ein bisschen geteasert in meiner Spielanalyse, was ich jetzt für Aussagen vom Tuchel erwarte. Ich bin gespannt, ob ich damit recht behalten werde oder ob wir was Neues hören. Wer weiß. Und damit rein in den Bums. Ja, wenn wir noch das Richtige hätten, das wäre das bitte. Auf geht's! Und Sie ermuntern, Ihre Fragen zu stellen. Angezeigt per Handzeichen, wie gewohnt. Rechts hinten. Alter, der Dieter hört sich an, wie ich mich fühle, Alter. Hier ist Edgar Endres für den Bayerischen Rundfunk. Wild. Herr Tuchel, schönen Abend. Sie haben gestern ausdrücklich vor Lazio Rom gewarnt, haben gesagt, es wird keine einfache Aufgabe. Und die waren schwach, Alter. Die waren wirklich schwach. Die haben so die Hosen voll gehabt am Anfang. Wir haben die so Stück für Stück schön ins Spiel zurückgeholt. Katastrophe, Alter. Katastrophe. Stellen Sie sich vor allem den Leistungsabfall aus meiner Sicht in der zweiten Halbzeit. Ja, ich denke, dass es auch angekommen ist, so wie wir begonnen haben. Wir haben eine große Chance direkt in der ersten Minute. Wir haben eine gute Chance mit Harry in der 9. Minute, glaube ich, oder 6. Minute, 9. Minute. Haben dann eine sehr große Chance mit Jamal Musiala. Das Spiel aus meiner Sicht komplett in der Hand, haben komplette Kontrolle. Viele Balleroberungen, keine Torchancen zugelassen. 2 Fernschüsse, glaube ich. Na, fairerweise muss man wirklich sagen, dass Lazio da echt die Hosen voll hatte. Also die erste Viertelstunde war wild. Wir haben es aber gut gemacht, ne? Ja. Aber wie immer, wir haben ja oft so eine Viertelstunde, wo wir ganz ansehnlich im Fußball spielen. Ne? Ich meine, in 90 Minuten ist das ja auch ein guter Schnitt, denke ich. Am Ende haben wir aus 7 Torschüssen, glaube ich, keinen einzigen aufs Tor gehabt, um in Führung zu gehen. Aber wir hatten das Spiel komplett unter Kontrolle. Eine gute erste Halbzeit gespielt und ich weiß jetzt nicht wieso, aber wir haben auf jeden Fall einen krassen Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit. Wir haben eine Vielzahl an individuellen Fehlern, dann in Bereichen, wo sie wirklich wehtun. Nein, und das von deinen guten Kerlen in der Innenverteidigung im Spielaufbau, war wild, oder? Schon komisch. In der eigenen Hälfte im Spielaufbau und plötzlich Torchancen zugelassen und komplett unseren Rhythmus, unseren Glauben und unsere Durchschlagskraft verloren. Was für ein Glauben, Alter? Der Glauben war nach 15 Minuten weg. Ja, also da war kein Glaube. Der einzige Glaube, der da war bei Müller. Er war der Einzige, der gebrannt hat, der was versucht hat. Sonst habe ich da keinen gesehen, der Glaube hatte. So Kimmich und Goretzka, unsere ach so hochgelobten Führungsspieler. Gar nichts. Null. Nichts von zu sehen. Verloren. Und dann on top eigentlich noch komplett selbst verschuldet ein Tor mit Elfmeter, roter Karte. Naja, fairerweise muss man sagen, davor hatte Lazio auch schon die fette Chance war und nochmal, die haben auch 2, 3 sehr gute Dinger nicht gut ausgespielt. Da haben wir auch Glück gehabt. Ja. Das Spiel komplett gegen uns. Aber ja, ich gehe mit, dass man sagt, das Spiel hätte auch nur 0 ausgehen können. Ja, ein Tor hätten wir sehr wahrscheinlich nicht geschossen, da hätten wir noch 3 Spiele spielen können. Ja, aber so ist Fußball. Uns selber entschieden, das war auf jeden Fall eindeutig unsere Verantwortung und deshalb haben wir das Spiel heute verloren. Ein Spiel, das eigentlich in der ersten Halbzeit. Aber ich finde es immer wieder legendär, ne? Guck mal, er hockt sich ja jetzt selber wieder dahin und erzählt wieder, ja, boah, wir haben ja zweite Halbzeit einen Leistungsabfall gehabt. Ich kann es ihm nicht erklären. Also, er sieht das doch. Er sitzt da und sieht das. Ja? Wartet dann bis zur verkackten 82. Minute, um irgendetwas zu ändern. Was stimmt in dem sein Kopf nicht, Leute? Er setzt sich hin und sagt, ja, ich kann mir den Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit auch nicht erklären. Ich meine, dass ein Leistungsabfall bei der Innenverteidiger da ist, die beide nicht wirklich bei 100% sind, hätte man schon mal erwarten können, ja. Aber er sieht das selber. Aber egal, drauf geschissen, nochmal, vielleicht wird ja einer vom Blitz getroffen.
und merkt, ach, kann er doch noch Fußball spielen. Ich weiß nicht, auf was er wartet. Auf was wartet er? Er sagt es gerade selber. Ja? Dann hau doch raus nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit. Weg mit den Pflaumen, die keine Leistung bringen. Zeit so aussah, als könnten wir es nicht verlieren. Dankeschön, aber da vorne. Das ist unser Anspruch mittlerweile, ja? Das ist unser Anspruch. Sind wir wieder bei dem Köln-Spiel, was ich aus meinem Scheißschädel nicht rauskriege. Das ist dann der Anspruch. Ja? Das ist dann unser Anspruch. Gegen ein Lazio, was super verunsichert, super uns Räume geboten hat, ohne Ende, ist dann der Anspruch jetzt zu sagen, boah, ich war eine starke Leistung vorher in der zweiten Halbzeit, aber ich hatte eigentlich nicht das Gefühl, dass wir das Spiel verlieren können, deswegen habe ich das mal so laufen lassen, weil das 0-0, das reicht uns ja. Das ist der Anspruch? Was will dieser Typ noch bei uns? Was will der noch bei uns? Warum darf der noch unser Trainer sein? Rechten Seite Tobias Altscheffel für Sportbild. Herr Tuchel, machen Sie sich nach dieser sehr schwachen Leistung Sorgen um Ihren Job als Bayern-Trainer? Nein. Und wenn Sie sagen nein, was gibt Ihnen oder warum denken Sie, dass Sie der richtige Trainer in diesem Moment für den FC Bayern sind? Was gibt Ihnen Grund zur Hoffnung? Ich würde gerne über das Spiel sprechen. Und zu Ihrem Ja, was soll er dazu auch sagen? Ja, da muss ich auch mal ein bisschen jetzt, was soll er sagen? Ich meine, wenn er wirklich Eier hätte und großer Trainer wäre, wer wird das jemals tun? Ja, könnte er sich natürlich da hinsetzen. Leute, wisst ihr was? Ich habe jetzt 11 Monate versucht, diesen Sauhaufen in den Griff zu kriegen. Ich bin mit meiner Mission gescheitert. Ich kriege es nicht hin. Ich trete freiwillig zurück. Das wäre mal ein Statement, was man bringen kann. Aber in der heutigen Zeit passiert das natürlich nicht. Geht ja dann auch wieder um Millionen, wenn man so einen Trainer dann rauswirft. Ja. Ihrem Job oder Ihrer Habe ich Aussicht? Ihnen gesagt. Ich habe Nein geantwortet. Sie haben eine Frage gestellt, ich habe mit Nein geantwortet. Und warum glauben Sie, dass Sie der richtige Trainer Also es ist in vielleicht diesem jetzt ein Moment bisschen sind für viel, den FC? oder? Er hat geantwortet, vielleicht fahren wir einfach weiter, bitte. Tobias, bitte. Ach ja, herrlich, Alter. Ja gut, aber jetzt mal ernsthaft. Er muss doch selber merken. Ich meine, er hat doch Ahnung. Er hat doch Ahnung vom Fußball. Behaupte ich jetzt einfach mal. Er ist Champions League-Sieger geworden. Er muss doch selber, er saß so auf der Trainerbank. So saß er auf der Trainerbank während des Spiels. Also weiß er doch selber, was Phase ist. Ja, er weiß selber, dass er die Mannschaft verloren hat, Alter. Er weiß es. Ja. Er bettelt darum, rausgeworfen zu werden. Ist klar, wie soll er reagieren? Ne? Wild. Mit dem Verständnis. Und die nächste Frage hier vorne, bitte links. Yes, please. Buonasera Mister, Alessandro Vittori, la Lazio siamo noi.it. Ich mag die Italiener. Gerade beim Fußball, die brennen halt, Alter. Genauso wie die Türken, die brennen auch. Da ist Leidenschaft da, da ist Feuer da. Allora, la sua squadra, come ha elencato anche lei le occasioni, è partita molto forte. Le chiedo, ha influito il fatto di non essere andati in vantaggio, cioè il fatto Kannst du das ein bisschen lauter machen, damit wir auch die Übersetzung hören? che la partita andasse avanti e il Bayern non riuscisse a sbloccarla sul secondo tempo e si aspettava una Okay, wir haben auf jeden Fall zu wenig Tempo in unserem Spiel gehabt, glaube ich. Lazio così organizzata dopo che nelle ultime partite comunque la Lazio aveva manifestato soprattutto contro l'Inter e l'Atalanta e sono due grandi squadre delle difficoltà. Grazie. Ja, wir haben das Spiel eigentlich genauso erwartet und ich bin hier der Meinung, ich finde, dass wir eine sehr gute erste Halbzeit gespielt haben und verdient gehabt hätten, die Möglichkeiten hatten, um in Führung zu gehen. Wir hatten die Ja, aber dafür muss man den Ball dann auch mal aufs Tor bringen. Ich meine, das Tor ist jetzt nicht so klein. Ne? Und das sind alles angeblich Weltstars, die da rumlaufen. Oder angehende Weltstars. Da kann ich doch verlangen, dass man mal einen Ball aufs Tor bringt. Aber wir haben 90 Minuten lang keinen Ball aufs Tor gebracht. Bedeutet, im Umkehrschluss hätte Lazio ohne Torhüter spielen können.
Musst du dir mal reintun. Kontrolle über Spiel. Wir hatten die Torchancen, wir haben sehr gut verteidigt. Es fehlt im Moment an Durchschlagskraft und es fehlt daran, dass mal Spieler aufgestellt werden, die Leistung bringen, Alter. Leroy Sané hat jeden Ball, jeden Angriff da vorne kaputt gemacht. Darf trotzdem durchspielen. Goretzka hat komplett Ausfall, Alter. Spielt, scheißegal. Und dann setzt er sich dahin und erzählt, wir machen nicht durchschlagskräftig. Wir tun uns schwer, die Torchancen herauszuspielen, wenn wir sie herausspielen, sie zu verwerten. Und wir haben in der zweiten Ja, warum tun wir uns denn schwer, die Torchancen rauszuspielen? Nochmal, weil Leroy Sané jede Torchance zunichte gemacht hat. Jeder Angriff, der kam, wo er mit involviert war, war weg. Der Ball war weg. Ja, wie soll man da Torchancen erspielen? Und das gucken man sich dann 82 Minuten an, anstatt da mal zu reagieren, um mal ein Zeichen zu setzen. Ja. Ich wollte mich nicht aufregen eigentlich. Deswegen, wir fahren mal runter. Wie gesagt, wir resignieren nur noch, weil er erzählt die gleiche Scheiße wie immer und gut ist. Halbzeit unseren Rhythmus verloren und durch individuelle Fehler in sehr gefährlichen Räumen den Gegner stark gemacht. Und deshalb sind wir hauptverantwortlich. Ja, und warum? Warum? Durch welche Spieler? Die guten Kerle, Minjay und Upa. Die ja unbedingt spielen müssen. Weil sie ja topfit sind. Verantwortlich wir für diese Niederlage durch die zweite Halbzeit. Du bist dafür verantwortlich, Junge. Dann wieder rechts hinten Edgar Endres für den Bayerischen Rundfunk. Ich habe noch eine Frage, Herr Tuchel. Ich habe Sie im Fernseher groß gesehen, kurz nach der Pause, indem Sie Ihr Gesicht in den Händen vergraben und den Kopf schütteln. Haben wir alle gesehen. Warum reagiert man dann nicht? Waren Sie da so verzweifelt über die Fehlpässe oder was ging da durch den Kopf? Weiß ich nicht, die Situation jetzt gerade. Wahrscheinlich habe ich mich über irgendwas geärgert. Ja, über Kimmich seinen Ball ins Aus. Klarer sein, aber es waren ja Pässe, die nicht ankommen. Sie haben es gesagt, der Glaube ist. Warum reagiert man dann nicht, Alter? Ich verstehe, nochmal, ich komme darauf zurück, Alter. Er sitzt da und sagt, ja, wir haben starken Leistungsabfall in der zweiten Halbzeit gehabt. Wir haben alle das gesehen im Fernsehen. So saß er auf der Trainerbank. Warum reagiere ich denn dann nicht? Warum ändere ich da nichts? Warum lasse ich den Stiefel einfach durchlaufen? Verloren gegangen. Wo ist denn die Offensivstärke des FC Bayern geblieben? 2 Spiele in Folge zu 0, also vorne. Ja, wir haben uns davor auch nicht unzählige Torchancen rausgespielt. Wir haben davor, fairerweise, wir haben 3 Tore gegen Gladbach gemacht und 3 gegen Augsburg. Ja, und davor haben wir 1 gegen Union gemacht, keins gegen Bremen. Wir haben ja uns die Ergebnisse angeguckt im anderen Video. Die ganze Rückrunde ist katastrophal, Alter. Katastrophal. Wir haben uns schwer getan in den letzten Spielen seit der Rückrunde, uns die Vielzahl an Torchancen herauszuspielen und haben. Aber was will man verlangen, wenn der Fußball daraus ausgelegt ist, dass die Individualisten da vorne irgendwas kreieren? Ja, darauf ist unser Offensivfußball ausgelegt. So, und wenn diese dann keine Form haben und das halt nicht mehr können, ja, dann wird es halt schwer, wenn man über Mannschaftssport redet. Wenn man darauf setzt, dass die Einzelkönner da vorne irgendwas zaubern. Wenn man keinerlei eigene Spielphilosophie hat oder Spielidee hat, dann wird es halt schwer, ne? Wir haben trotzdem, glaube ich, in 5 Spielen 4 Siege eingefahren, aber es war auch da ein C für uns, die Spiele zu gewinnen, aber wir haben Ergebnisse dafür bekommen. Die Halbzeit heute, die erste. Ja, und immer alles in den Himmel gelobt und keinen Spieler kritisiert, alle immer gepudert und man wundert sich, warum die Spieler einfach so ihr Daseinsberechtigungslimit haben und nicht mehr. Wen wundert's? Nochmal. Sané war ein Totalausfall. Der spielt 82 Minuten. Goretzka dasselbe. So, wie soll man den Spielern denn zeigen, dass sie schlecht sind? Das ist ja auch nicht persönlich gemeint. Ich habe nichts gegen die Sané. Ich habe nichts gegen Leon Goretzka. Ja, wenn sie gute Formen haben, sind sie sehr gute Fußballer. So, aber wenn sie die nicht haben, gehören sie nicht in diese Mannschaft. Punkt. Die Halbzeit war trotzdem eine gute Reaktion auf die Niederlage in Leverkusen. Ja, die erste Viertelstunde, da gehe ich mit. Ja? Obwohl mir da auch der letzte Feuer gefehlt hat, außer bei Müller. So alle anderen war auch so Ich denke, dass es für ein Auswärtsspiel in der Champions League in der ersten Halbzeit auch genug Torchancen waren gegen eine italienische Mannschaft, gegen eine hervorragende.
Alter, Lazio hat uns so viele Räume gegeben, ja. Hätten wir nur ansatzweise Normalform, Alter, hätten wir die an die Wand gespielt. Ja, das war jetzt nicht so, dass die super tief mit ihren 5er, 6er Ketten oder was auch immer da standen. Wir hatten so viele Räume waren da auf dem Feld. Organisierte italienische Mannschaft, auswärts 2, 3 hochkarätige Torchancen zu haben. Ja. Normalerweise bei Ja, weil Lazio Rom auch das ist eine absolute Spitzenmannschaft, eine italienische. Ne? Da kreierst du auch nicht mehr. Wenn du da 2, 3 Torchancen erspielst, muss man das schon wieder in den Himmel loben. unsere Qualität und bei den Spielern, die die Chancen auch hatten, genügt das, um 1-2-0 in Führung zu gehen. Dann sprechen wir. Jawohl, haben wir nicht gesehen. Jetzt fängt er wieder an mit hätte Fahrradkette. Komplett anderen Spiel. Ja, das ist komplett uns anders nicht dann, gelungen ja. und deshalb müssen wir jetzt eine Niederlage erklären. Weiter vorne Ja. Marco Made für den Sportinformationsdienst. Hallo Herr Tuchel, Sie haben, als Sie hergekommen sind zum FC Bayern, gesagt, Sie sind schockverliebt in diese Mannschaft. Dann haben Sie die Energie gesucht beim Training. Ja, hör mir auf. Komm, ey, nur für euch, Leute. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ja, das hat Spaß gemacht zu coachen nach einem 3-0-Niederlage. Haben Sie zuletzt gefunden. Trotzdem gibt es immer wieder diese Leistungsabfälle. Haben Sie das Gefühl, diese Mannschaft irgendwie letztlich gar nicht richtig greifen zu können? Ich habe das gesagt bei der Niederlage in Manchester City, weil das unser nachdem ich angefangen hatte, unser Bestes erstes Spiel richtig war. gutes Spiel Ja. war, auch wenn das Ergebnis auch da schon eine Niederlage war, 0-3 war. Auch da waren es heftige individuelle Fehler, die uns da auf die Verliererstraße gebracht haben. Aber ich wusste, welche Leistung wir dort gebracht haben. Und deshalb habe ich das gesagt, um das auch deutlich zum Ausdruck zu bringen, wie zufrieden ich war. Trotzdem haben wir, glaube ich, 3 Tage später dann zu Hause 1-1 gegen Hoffenheim gespielt. Also das begleitet uns, es begleitet uns. Wir sind dran. Es ist der Schlüssel. Es ist dran. Seit 11 Monaten sind wir dran. Wir sind kurz davor vom Durchbruch, um endlich zu kapieren, was stimmt hier nicht, was muss ich machen. 11 Monate. 11 fucking Monate. Er hat's jetzt selber gesagt. Ja, er hat's selber gesagt. Er hat selber bestätigt jetzt, dass sich seit den 11 Monaten nichts geändert hat. Wir sind immer noch dran. Ja. Es begleitet uns. Wir sind dran. Der Schlüssel ist definitiv noch nicht gefunden. 11 Monate! 11 Monate und der Schlüssel ist nicht gefunden. Was soll dieser Trainer noch äußern, damit der endlich geht, Alter? Das musst du dir reintun. Er setzt sich in der PK dahin und sagt gerade mit seinen eigenen Worten. Er hat selber gesagt, Spiel nach Manchester 1-1 gegen Hoffenheim. Seitdem haben wir den Schlüssel noch nicht gefunden. 11 Monate. 11 Monate Trainer beim FC Bayern. Er hat immer noch nicht den Schlüssel gefunden, dass wir mal schön Fußball sehen oder generell uns mal irgendwie Torchancen erspielen. Alter, was soll man denn noch äußern als Trainer? Was soll man denn noch äußern als Trainer? Jede PK wird doch schlimmer. Also was soll er noch sagen? Er sagt gerade selber, er hat es in 11 Monaten nicht geschafft, diese Mannschaft zu erreichen, einen Schlüssel zu finden. Ey, welche Argumente willst du noch hören? Überlegt euch mal, das hätte Nagelsmann gesagt. Es ist selbstverständlich meine Verantwortung und meine Verantwortung, die Mannschaft dorthin zu bringen, dass wir es besser schaffen, besser machen. Es ist im Moment offensichtlich schwer. Normalerweise Im Moment, 11 Monate. haben wir bisher immer sehr gute Reaktionen gezeigt nach Niederlagen. Es waren nicht viele bisher. Was waren nicht viele bisher? Niederlagen? Also für den FC Bayern fand ich das finde ich das jetzt schon, aber langsam ist aber auch das Maß voll an Niederlagen, oder? Die Reaktion der ersten Halbzeit war absolut okay für ein Auswärtsspiel in einem K.O.-Spiel. Nein, war sie nicht, Alter. War sie nicht. Nochmal, die erste Viertelstunde war okay, ja. Aber eine Reaktion nach einer 3-0-Klatsche gegen Leverkusen, da erwarte ich was ganz anderes, Leute. Aber was ganz anderes. Und dabei spielt es keine Rolle, ob es ein Auswärtsspiel in der Champions League ist, wo er die ganze Zeit drauf rumreitet. Lazio hat die Hosen voll gehabt, die erste Viertelstunde. In Italien.
Aber klar, zweite Halbzeit. Ja, bei der Spitzenmannschaft in Italien, Alter. War dann drastischer Leistungsabfall, der zu einer Niederlage geführt hat. Die war jetzt natürlich ja. Und den habe ich mir angeguckt. Da habe ich mir gedacht, ach, das sieht so gut aus, dieser drastische Leistungsabfall. Warum sollte ich da jetzt reagieren als Trainer? Ist doch dumm. Ich warte doch bis zur PK, um das einzusehen. Dann gucke ich mir das Spiel nochmal an zu Hause und dann überlege ich mir, ach, da hätte ich ja doch reagieren können. Klären müssen. Dann die letzte Frage bitte, left side, yes. Buonasera mister, Niccolò Faccini, Lazialità. Volevo chiederle, Miroslav Klose ha dichiarato che la sua filosofia di gioco è molto simile a quella di Maurizio Sarri della Lazio. Cosa pensa del collega Sarri e della crescita di Ciro Immobile che lei ha avuto a Dortmund, che è diventato in Italia uno dei primissimi attaccanti segnando 200 gol? Grazie. Ciro ist ein klassischer Mittelstürmer, und das wissen wir ja, und ein sehr gefährlicher Mittelstürmer, den wir lange Zeit sehr gut unter Kontrolle hatten. Wir hatten das ganze Spiel eigentlich unter Kontrolle. Ja, im Carlos Alberto, oder wie er heißt, nicht einmal unter Kontrolle gehabt. Nicht einmal. Und diesen alten Wuschelkopf auch nicht. Jedes Mal, wenn der am Ball war, haben wir kein Land gesehen. Bis zu unseren großen individuellen Fehlern, die uns dann extrem viel Vertrauen gekostet haben und es uns für uns unmöglich gemacht hat, uns nochmal dagegen aufzulegen. Aber es ist kein Problem, wir stellen die Spieler trotzdem gegen Bochum wieder auf. Macht euch keine Sorgen, Opa und Minjay. Gesetzt, Alter. Ist egal. Kann mal passieren, ne? Müsst ihr jetzt nicht so eng sehen. Oder das Spiel richtig. Und Leroy sehen wir natürlich auch und Gore auch. Also ist doch klar, ne? Ist doch Goretzka, alte Wirkungsstätte, Leroy auch, Ruhrpottler. Ne? Läuft. Kontrolle zu bringen. Ich weiß nicht, ob wir einen ähnlichen Stil haben. Weiß ich nicht. Lazio spielt mit vielen Wandspielern, versucht mit kurzen Abständen zu spielen. Ja, ist schon traurig, dass man jetzt mit Lazio verglichen wird, ja, die ähnlich so einen unattraktiven Defensivfußball spielen. Das musst du dir mal reintun. Damit wirst du verglichen als FC Bayern mittlerweile. Und viele Wandspieler mit einzubeziehen, um Spiel über den dritten, einen freien Spieler zu finden. Und dann spielen sie schnell nach vorne in drei schnelle, aggressive Stürmer. Das hatten wir mit unserer Viererkette heute lange Zeit sehr gut im Griff. Die Torchancen, die wir zugelassen haben in der zweiten Halbzeit, sind aus individuellen Fehlern entstanden und dann hatten wir Probleme im Verteidigungsverhalten. Die entscheidende Szene ist dann natürlich die Szene, die zum Elfmeter führt. Ich glaube, wieder sind wir in einer krassen Überzahl im 16er und wieder genügt es mit 2, 3 Leuten, glaube ich, gegen 5, für die Entscheidung zu sorgen. Ja, sollte man vielleicht mal seine Personalentscheidung überdenken. Nur so ein kleiner Tipp von mir. Ein bisschen ähnlich wie in Leverkusen. Wild, oder? Hä? Mit demselben Personal? So ein bisschen ähnlich wie in Leverkusen? Das ist ja frech. Wie kann das nur sein? Ach stimmt, wir haben ja gar keine anderen Spieler, die man da hinstellen könnte. Haben wir ja gar nicht. Ganz vergessen. Der De Ligt ist ja eigentlich Mittelstürmer, oder? Und der Eric Dyer ist, glaube ich, links außen. Klar, geht ja nicht, kannst ja nicht da hinstellen. Ist ganz vergessen, sorry Leute. Okay, wir haben in 3 Wochen noch ein Rückspiel, aber wir haben natürlich auch in 3 Tagen Na, hoffentlich bist du dann kein Trainer mehr bei uns, Alter. Ligaspiel und wir werden weitermachen. Ja. Ja, wir werden weitermachen. Vielen Dank. Kommen Sie alle gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja. Ich denke, der Dieter hat auch den Kaffee voll. Der Dieter war ja fast bedrückter wie der Tuchel. Leute, ich denke, ich habe alles in dieser Reaction gesagt. Ich muss es nicht nochmal wiederholen. Katastrophe, diese Pressekonferenz. Sie setzt nochmal einen obendrauf auf die Knaller-Pressekonferenzen, die wir letzten Wochen gehört haben. Kurz zusammengefasst, wenn man nach 11 Monaten immer noch nicht den Schlüssel gefunden hat, ich weiß nicht, wie man da noch für den Trainer argumentieren kann. Wenn man selber sagt und so auf der Bank sitzt,
wow, wir haben so einen krassen Leistungsabfall, zweite Halbzeit, und ich gucke mir das dann 82 Minuten lang an. Ja, in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Wenn ihr neu seid, hier lasst ein Abo da. Einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach unten, wenn nicht. Gerne einen Kommentar in diesem Sinne. Vielen lieben Dank an alle Supporter. Abspann. Vielen lieben Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Vielen lieben Dank für euren Support. Wie immer, lasst gerne einen Daumen da. Ich freue mich auch über jeden Kommentar, der geschrieben wird. Und in diesem Sinne nochmal rot-weiße Grüße gehen raus. Und jetzt zum Abschied noch ein paar nette O-Töne von unseren vergangenen Trainern. Ein dicker Kuss von der Trainer von der Meister. Was das Allerwichtigste ist, weil wir wissen, dass er ein guter Kerl ist. Wir sind schockverliebt in meine Mannschaft. Also ich fand, das hat Spaß gemacht zu coachen. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sehe, was passiert im Platz. Dahin bist du eher Trainer, und wenn du viele Spiele hast, bist du mehr Coach als Trainer, und ich bin schon lieber Trainer als Coach. Geiler Satz. Magic.